20 Quadratmeter, Beschränken des Wohnraums, Verdichtung, Stopp der Zersiedlung. Die 20 Quadratmeter Initiative scheint die größten Probleme des Städtebaus in der Schweiz lösen zu können. Doch welche Konsequenzen hat sie für die Architektur? Le Corbusier hat sich beim Bau von Kleinstwohnungen an Ozeandampfern orientiert, da diese Komfort auf kleinstem Raum ermöglichen. Doch auf einem Ozeandampfer sind alle Kabinen gleich, denn es gibt nur wenige effiziente Optionen, um die Funktionen einer Wohnung auf möglichst kleinem Raum unterzubringen. Deshalb muss rationalisiert und einheitlich gebaut werden, was wiederum zu eintöniger Architektur führt. Man muss nur in den postsowjetischen Raum schauen, um dies zu erkennen. Wir müssen uns nun die Frage stellen, ob wir bereit sind, einen Teil unseres Individualismus aufzugeben, nur für die Verwirklichung eines Gleichheitsgedankens.